Ja, wer heute am Butzweiler Hof ankommt, der denkt wahrscheinlich erstmal an schwedische Möbel und Inbusschlüssel. Aber hier wurde schon viel früher Geschichte geschrieben. Der Butzweiler Hof, der war mal der zweitgrößte Flughafen Deutschlands. Sogar der Rote Baron, der hat hier fliegen gelernt. Und zum 100. Geburtstag, da blickt Luftfahrexperte Werner Müller noch einmal zurück. Und für ihn ist das auch ganz persönlich, denn sein Opa hat hier gearbeitet. Das, was Werner Müller hier ins rechte Licht rückt, ist für ihn etwas ganz Besonderes. Diese Kiste hat seinem Großvater gehört und ist über 100 Jahre alt. Ich weiß, das ist die Fliegerkiste von meinem Großvater Leo Müller, der 1915 da die Grundausbildung absolviert hat. Wie man sehr schön sehen kann, Flieger Leo Müller 5, es muss also mindestens 5 Müllers gegeben haben. Und wieder drin habe ich dann noch verschiedene Sachen, hier zum Beispiel den Brotbeutel von damals. Das Bild habe ich aus seinem Fotoalbum, der ist auch mit drauf. Für Werner Müller beginnt die Geschichte des Butzweiler Hofs nicht in Archiven, sondern in der eigenen Familie. Seit er denken kann, fasziniert ihn die Geschichte des Flughafens, dem er aktuell eine ganze Ausstellung widmet. Beim Aufbau hier im Kulturbunker Mülheim unterstützt ihn sein Freund Manfred Weichert. Ja, schon mal schön. Das ist eine alte Petroleumlampe. Mit so Lampen sind die früher bei Dunkelheit losgefahren, hatten die hier am Wagen dran. Und dann ist er einmal rund ums Rollfeld gefahren, hat die Lampen angezündet und hat die überall aufgestellt. Jetzt stell dir vor, du kommst mit 108 Stundenkilometer an und hast nach so einer funzeligen Lampe musst du gucken, dass du nicht drüber rausschießt. Später hält aber auch hier die Moderne Einzug. Der Butzweiler Hof bekommt elektrische Beleuchtung und entwickelt sich zu einem der größten Flughäfen der Region. Kölns erster internationaler Airport wird schnell zu einem wichtigen Knotenpunkt. Linien verbinden die Stadt unter anderem mit Berlin, London, Paris. Für Köln ist er mehr als nur ein Start- und Landeplatz. Er steht für den technischen Fortschritt der Stadt. Das ist ein altes Lufthansa-Plakat, bitte einsteigen. Und da ist der Herr Künsten zu sehen als Luftboy auf dem Butzweiler Hof. Den konnte ich noch interviewen, da war der 94 Jahre alt. Er erzählte mir von dem Bild, da kam dann ein Fotograf, hat ihn da fotografiert und daraus wurde dann diese Grafik erstellt. Werner Müllers Ausstellung steckt voller besonderer Zeitzeugen. Einer der Höhepunkte ist ein Stück vom Netz des Luftschiffs, mit dem Graf Zeppelin 1909 nach Köln kam. Viele Flugzeugmodelle hat er extra anfertigen lassen. Besonders stolz ist er auf diesen Propeller einer Albatros D3. Ein Flugzeugtyp, der auch auf dem Butzweiler Hof unterwegs war. Da rief mich einer an und sagte, hör mal, da ist jemand verstorben und die Frau möchte den Propeller abgeben, hast du Interesse? Klar, sag ich, natürlich. Ne? Ja, ab seitdem dann bei mir. Ne? Wir haben so viele Highlights in der Kölner Luftfahrt, dass wir generell weltweit die reichste Luftfahrtgeschichte in Köln haben. Noch bis zum 26. August ist ein Teil davon hier in Mülheim zu sehen. Große Luftfahrtgeschichte trifft hier auf ganz persönliche Erinnerungen. Denn 100 Jahre Flughafengeschichte erzählen nicht nur von Technik, sie erzählen vor allem von den Menschen, wie den Großvater von Werner Müller und von einer Zeit, in der der Traum vom Fliegen für Köln Wirklichkeit